Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, jetzt gucken wir doch mal, dass wir hier ganz verschliche und heimlich die ganze blöde Dinger abmachen. Ah, habe ich offenbar hier schon gemacht. Stimmt, ich erinnere mich, ich war ja mal kurzzeitig hier. Da müssten wir allerdings auch in der Außeranlage noch gucken, ob wir da nichts verpennten. Ich übersehe so Dinger hier mit absoluter Vorliebe, als wäre das schon praktisch ein Hobby von mir. So, warte mal. Lass mal gucken, ob wir bei den Zelten vielleicht nicht noch irgendwas haben. Ja, so einer beispielsweise, ne? Die übersehe ich liebend gern. Deswegen vielleicht mal mit der Knarre einfach drauf schießen. Ja. Okay, da ist der Schalldämpfer drauf. Ganz, ganz wichtig. Ich habe nämlich keinen Bock, dass hier das Getöse losgeht. Und hier überall Freaker auftauchen, die mir das Leben schwer machen. Gerade nochmal hier bei den Dinger gucke. Ne, das sind nur Lichtschalter. Das sind auch nur, also Lichtschalter, Dummkopf. Das sind auch nur Lichtstrahler, alles klar. Gut, dann gucke ich mal noch Benzin. Also Kerosin haben wir auf jeden Fall hier. Sehr umweltfreundlich, ach, Kerosin. Und, oh, Kiste. Ja, die können wir nicht aufmachen, schade. Okay, ich habe auf dem Weg irgendwo noch den Generator gesehen. Jetzt brauchen wir allerdings Benzin. Und siehe da, wer sucht, der findet. Ah, noch ein Lumper. Ja. Yeah. So. Dann muss ich jetzt nochmal gucken, wo das Gedöns ist. Ich hoffe doch wirklich, dass ich jetzt jeden Stromscheiß, jeden Lautsprecher erledigt habe. Ich will hier nämlich relativ gut und zügig durchkommen. Ja. 2 Minuten circa. So, dann gucken wir doch mal, was wir da machen können. Ups, so rum. Und bitte, bitte, kein Lautsprecher. Grünes Licht. Scheiße. Das ist gut. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Okay, aber ein bisschen außerhalb. Wir müssen machen, dass wir so schnell wie möglich fortkommen dann. Ach, also, mal sehen. Also ich habe mich im Außengebiet natürlich nicht umgeguckt, ist ja logisch. Aber mir nach schon ewig kein Nero-Kontrollpunkt mehr geflattert. Deswegen fand ich das jetzt mal wichtig, heute mal wieder zu machen. Oh ja, gut, Kerosin kann ja immer gut rumstehen in den medizinische Container, warum nicht? Ja, Da wird ein Injektor sein. Ja, yeah, sehr schön. Okay, petzen wir uns mal den Scheiß rein. Ich weiß allerdings nicht, auf was ich jetzt gehen muss. Mist, ich kann jetzt auch nicht rausgehen. Ich persönlich würde sagen, Konzentration ist nochmal wichtig. Ja. Konzentration erhöht. Sehr schön. 49%, der Rest wird wahrscheinlich Konzentrier dich. die Horde sein. Ganz wie du willst. Storyjob. Ah, nee, das war sogar tatsächlich richtig mit der Konzentration, als ich das dann mit der Gesundheit war. Okeli. Ja, dann machen wir zuerst den gesunde Hund, das habe ich ja versprochen, und dann die Kopfgeldjagd, falls wir heute noch dazukommen. Schnellreise zum altes Sägewerk haben wir jetzt auf jeden Fall freigeschaltet, das finde ich ziemlich gierig. Oh oh. Ich sag nur, die ganze Scheißhorde ist jetzt hier. Oh, leck. Doch, also es hört sich auf jeden Fall gewaltig noch Horde an. Oh oh, ich glaube, die haben mich gesehen. Fuck, renn. Deacon Sprint. Das ist die größte Horde im fucking Spiel. Gut, dass ich mein Bike schon hingestellt habe. Und aber fort. So kommen sie schon rüber gekrabbelt. Aber fort. Leckt mich am Arsch. Woo! Leckt mich doch am Berzel. Boah, alter Falter. Gut, warte mal. Hier stimmt was nicht. Im Staate Dänemark. Schwärmerohr. Und nochmal was. Dick. Hier. Schwärmerohr. Danke. Okay, weg.
Die Horde-Musik ist immer noch. Ich hoffe, das erledigt sich jetzt, wenn wir hier in dem Questgebiet sind. Weil ein gesunder Hund tut auf jeden Fall gut. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Plus Hinterhaltcamp. Ah, okay. Ja gut, dann machen wir die Idiote auch noch fertig. Halt mal eine Gaul. Ah. So machen wir Das das. muss hier doch irgendwo sein. Beim MC. Finde einen gesunden Hund, ja, aber wir gucken, Moment, ja, das Gebiet kennen wir noch nicht so wirklich. Das heißt, hier können wir auch noch schön die Dinger plündern. Oh. Halli, hallo, hallöle. Headshot. Komm schon, Kleiner. Wo steckst du? Okay, einen Hund müssen wir finden. Und ich sollte mich, wie gesagt, noch ein bisschen umgucken wegen der Hinterhaltstypen. Wenn hier Banditer oder Ripper sind, möchte ich die Scheiße auf jeden Fall vorher leben, wenn ich ein Hund wäre. Werde ich die Scheiße auf jeden Fall noch erledigen. Das heißt, wir kümmern uns zuerst um dieses Hinterhaltscamp. Was vielleicht noch mit Bunker ausgestattet ist. Das könnte auch nicht schaden. Ah ja, das sind jetzt schon ein paar Typen. Verdammt, ihr wartet wohl schon auf mich, ha? Okay, den Ende habe ich geheadshottet. Und tschüss. Okay. Komm schon. Autsch. Hey. Komm mal her. So, die wird natürlich auch geheadshottet. So. Gleiche Chance für alle und so. Sterilisierungsmittel, immer dieses Desinfektionskram, bla bla. Lappeninventar. Es geht doch nichts über das gute Lappeninventar. Okay, warte mal. Jo, ich bin hier anscheinend schon richtig, ne? Um den gesunden Hund kümmern wir uns auf jeden Fall noch, weil wie gesagt, ich halte es für sehr, sehr wichtig. Tiere sind hervorragend für die mentale Stabilität und Gesundheit. Die können einem Mensch wirklich sehr helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Intruders will be shot. Jawohl, you are not welcome here. Ja, da sind wir anscheinend richtig, ne? Also das ist wohl das Plündercamp. Sieht man aber noch stinknormaler Räuber und Raider aus und nicht noch irgendwelche Ripper. Das wäre etwas hässlicher gestaltet bei Ripper. Turn back or die. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Und höchstwahrscheinlich auch ein paar Vergewaltiger auch noch. So, warte mal. Machete. Nee, da ist meine lustige Baseball-Axt besser. Oh, halte mal der Gaul. Ah. Das war einer. Ich muss es beenden. Da oben ist noch ein Schnipser, wie ich anhand von Laser erkennen kann. Den schnipsern wir allerdings jetzt weg. Okay, der hockt doch irgendwo in der Berge rum, in der Felser. War dann natürlich auch ein besserer Stand zum Schießen, ist ja logisch. Sind da noch so ein paar Hässlinge unterwegs? So ein paar abgeranzte Typen? Ne. Und was Mörder angeht, also Deke selber sollte da jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, beziehungsweise zu sehr urteilen. Der ist ja selber auch ein Mörder eigentlich, wenn man es genau nimmt. Warte mal, Gaula, wo ist dann der scheiß Sniper? Da oben sitzt er. Okay, ich behalte meine Umgebung nicht im Arm. Das war scheiße. Das war richtig dumm von mir. Der Sniper könnte nämlich gleich auf mich aufmerksam werden. Halte mal, Gaula. Wo sind die Typen? Ah, da ist so ein Typ. Okay, und da ballern sie auch schon kräftig auf mich los. Moment. Tschüssi. Arschloch. Und weg mit dir. Was hat er dann dabei? Nur der Lappen. Warte mal. Ein bisschen Schrott vielleicht noch organisieren. Ah, da hinten stehen schon die nächsten Typen. Den machen wir mit der Pistole alle. Yep. So müssen wir nämlich keinen Verband mehr verwenden. Jetzt sind unsere Wunde nämlich auch schon regeneriert. Ist das ein Typ? Ah ne, okay, es ist wahrscheinlich durchaus ein Mensch, aber baumelt dort am Hals rum. Okay. Tschüss. Wohl gerne Drifter. Wie gefällt euch das? Okay, der ging den Neva. Der ging voll rein.
Verletzte ist gut. Das sind Kopfschüsse, mein Lieber. Hey, was sagst du, hä? Du musst hier doch nicht sterben. Na, Auf unsere Kugel noch. Mach's dir doch nicht so schwer, okay? wie sie versuchen denn auf gut Freund zu machen. Moment. Also, auf jeden Fall mehrfach Rückzug an alle. Rückzug. Gewehr, Präzisionsgewehr mit mehrere Kugeln im Magazin finde ich durchaus nützlich. Ah, jetzt kommt wieder die Mad Max Raider Mucke. Die ist eigentlich ziemlich geil. Und weg mit dir. So, wieder Deckungssuche. 9 von 15er Hämmer. Also ich schaffe auch am liebsten, ohne Scheiß, Wie viele von euch gibt's hier eigentlich? mit meinem Snipergewehr. Das ist Egal. Nicht toll. Das hat eine Durchschlagkraft ohne Ende. Ich schieße wirklich am liebsten Tode mit. Komm schon. Das ist aber ziemlich klug gewählt, die Location hier. Muss ich nur lossen. Ist eine ziemlich coole Location. Das ist besser als in so manch andere Drifter, sage ich, andere Raider-Camps, die ich bisher so gesehen habe. Wobei das an der Schlucht ziemlich gut war, fand ich. Wo die Horde noch ohne drunter war. Also das war auch sehr klug gewählt. Wobei man da sehr, sehr leise sein muss, dass ihm die Horde nicht selber attackiert. Aber an sich auch relativ klug gewählt, die Location, wo es in Kreis A gelegt war. Also manche von denen wählen teilweise so richtig plumpe Dinger, die einfach nur mit Autos und mit Trucks verbarrikadiert sind. Ich habe ja schon gesagt, wie ich da vorgehe, ne? Also ich auf jeden Fall so einen Holz-Erde-Wall auf jeden Fall mir baue. Aha, da ist der Sniper. Wo hat man den Kumpel noch erwischen? Sitzt anscheinend noch gut festgehakt. Ich seh, wie du da rumläufst. Ja, da ist er. Der Scheiß-Typ. Warte. So, dich eliminieren wir mal ganz schnell. Nein! Das muss ja immer sein, ne? Ich muss ja immer in irgendeine Fallerei rennen. So. Gut, der Sniper ist wichtig. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die Arschgeige mich noch so kriegen. So, selber wieder zum Snipergewehr wechseln. Ich glaube, da drüber bewegt sich was. Kann das sein? Nee. Okay. Aber ja, in einem Raider-Camp muss ich ja immer... Das ist ja fast schon... Das ist ja fast schon Pflicht, dass ich in ein paar Fallerei renne. Vor allem in Bärenfalle. Okay. Oh. Du beim großen Feuer vielleicht? Ah ja. Mhm. Hat. Das war ziemlich sicher hier gerichtet auf den Hinterkopf geschossen. Und wurde mit der richtigen Exekution. So. Wundert mich, dass der die Stolperfalle mit der Blechdose nicht gehört hat. Naja. Manche Raider sind offenbar ach so taub wie ich. Und so dumm. Hoppla. Und wegschnipst. Bleiben nur noch 2 Gestalten übrig. Wahrscheinlich wieder so Last Girl Standing Action. Weil irgendwie sind es immer die Frauen, die bei mir zum Schluss übrig bleiben. Ah ja, ah ne, da ist wieder die am Strick. Ja, ist glaube ich eine Frau, die da hängt. Okay, es sind 2 Typen. Das akzeptiere ich. So, warte mal. Autsch. Okay. Einer noch. Jo, das ist dann der gepanzerte Kasper. Okay. Helm runtergeschossen. Oh, schade. Das war der letzte. Okay, Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. bestimmt nicht. Ich Okay, frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. das freue ich mich auch. Wette darauf. Medikit ist gleich wieder herkomme, was ich benutzt habe. Sehr schön, wieder mit der Munition aufgerahmt. Wusste ich doch. Was? Ah, da ist der Bunker. Ein bisschen Muni habe ich auch wieder gekriegt. Ja, perfekt. Das spart uns auch wieder viel Zeit mit dem Rumgeklettern und Rumgesuche. Mach auf, Dieg. So, dann kriegen wir das vielleicht sogar wirklich noch hier mit der Kopfgeldjagd. Wenn wir jetzt bei knapp 14,5 Minuten bis 15 Minuten sind. Ja, das geht ja flüssig heute. Das geht ja besser als gedacht. Wobei, wenn ich mich um die Horde bei der alten Sägemühle kümmere,
muss ich auf jeden Fall zuerst diese Nero-Lautsprecher ausschalte. Sonst habe ich ein riesen Problem, weil die Dinger jetzt ständig aktiv sind und ich natürlich nicht außerhalb vom Kontrollpunkt geguckt habe, was da noch an Lautsprecher ist. Hallo, eine Karte. Sie haben So. ziemlich viel markiert. Jetzt bin ich immer gespannt aufs Rezept. Beim Eise Michel 350 Vertrauer. Okay, Herstellungsrezept ist besserer Schläger. Okay. Das ist anscheinend die Schlagwaffe, das Schlagwaffe-Äquivalent, wenn man dann ein Zahnrad dran schraubt statt der Axtblatt. Dass es einfach mehr Wucht hat, wenn man drauf kloppt. Okay, cool. Cooler Scheiß. Nehmen wir auf jeden Fall. Schnellreiseziel ist dort mit 8 wieder markiert. Na, optimal, oder? Geiler Scheiß. Wobei ich mich froh, warum man in so einem bergigen Gebiet schon mal nochmal extra einen Schutzbunker anlegt. Oh je. Also die haben offenbar viele aufgeknüpft und als Deko genommen. Wobei immer die Darstellung, also bei der Unreal Grafik Engine ist das mit Erhängte immer ziemlich scheiße dargestellt, wie ich finde. Siehe beispielsweise auch bei Outlast 2. Trotz relativ solider Grafik hat das immer bei dem Mädel ziemlich scheiße ausgesehen. Ich weiß nicht, die kriegen sie irgendwie nicht hin, dass die Schlinge eng wirkt und damit, dass das wirklich so noch tot aussieht. Das sieht eher aus, als würden die in einer ziemlich weite Krawatte rumfliegen. Naja. Vielleicht mit anderer Grafik. Ah, Tumbleweed. Meanwhile in my love life. Was? Ja, wie gesagt, vielleicht kriegen sie das ja einmal bei andere Dinger hier. Dass das irgendwann einmal realistischer aussieht. Aber nee, da gibt es so geiles Meme, Meanwhile in my love life. Und du siehst dann einfach nur dieses Tumbleweed. So, Dilla. Okay, jetzt können wir uns auch ums Hündchen kümmern. Und jetzt wandert hier viel Gesocks rum. Ist das ein Hirsch? Oh ja. Fleisch. Und hier ist viel Gesocks gerade unterwegs, wie ich höre. Ich hoffe, die haben mich jetzt gerade nicht bemerkt. Wie viel gibt's? 4 Hirschfleisch. Ja, in der Gegend watschen ein paar Freaker rum. Warte mal. So. Okay, die machen doppelt. Ah, das könnte der Hund sein, wo der Freaker stumpf macht. Okay, mal sehen. Huch, was ist denn hier noch? Was ist hier los? Jetzt habe ich dich. Moment. 4 nochmal. 4 Hirschfleisch. Und hier ist anscheinend auch irgendwas Lustiges passiert. Okay, hier in dem Bereich. Ah, hier, okay. Und was ist hier? Spuren. Die sehen gar nicht aus wie Wolfsspuren. Also, das ist gut. Okay, da macht doch ein anderer Freaker Stunk. Ja, jetzt nachts schwärmen die natürlich auch wieder durch die Gegend. Das war ein guter Schuss. Oh, hat ihn leider nicht gekillt. Aber das hat ihn erledigt. Immer nur kurzes Badabam. Das reicht dann schon. So, okay, dann machen wir immer die große Runde zum Camping-Grillplatz hier. Zum Rastplatz. Und dann ist in der Gegend wieder was. Bin immer gespannt, wo mich die Spuren jetzt hinführen. Also das mit der Kopfgeldjagd wird wohl dann doch eher nix, ne? Oh, da hat sich ein Mensch hier verzogen. Ins Heisel. Und da gibt es noch was Lustiges. Okay, kleines Rohr. Okay. Ah, das wird dann wohl für Rohrbombe und so wichtig sein. Hier ist was. Halt mal der Gaul an. Da geht's nicht. Da kann ich aufmachen, ne? Mhm. Und mach auf das Ding. Knack. Das ging gut.
Okay, dann können wir jetzt nämlich auch übers Erdgeschoss hier rein in das Haus. Aber... Ah, nee, okay, das ist ein Freaker nur. Okay. Das ist genau der Freaker, um den es mal eigentlich hier geht. Was ist das? Fang den Hund ein. Schachtel mit Hundeleckerlis. Okay. Auch nicht schlecht, nehme ich auch mit. Okay, die Spuren führen hier raus. Das sind aber irgendwie tierische Spuren. Und dazu noch eine Hand, die da noch abgebildet war an der Wand. Was zur Hölle ist das? Es ist der Werwolf. Warte mal. Ist das hier aber irgendwas? Hier. Ah, da sind die Spuren wieder. Da vibriert der Controller wieder. Zahnabdrücke. Ja, ganz eindeutig. Ah, das sind die Spuren, die uns zum Hund locken. Ah, verstehe. Kapiert. Okay, dann ist das hier... Oh, jetzt ist hier plötzlich nochmal ein Tote gespawnt. Okay. Die führen jetzt hier aus dem Haus raus. Ich vermute einfach nur, dass der Freaker hier den Hund belagert. Ich kann ihn hören. Ja, Muss ganz nah sein. ja, das dachte ich mir doch. Das dachte ich mal doch, dass der Freaker hier den Hund belagert. Das war mir aber schon von Anfang an klar. Ich habe dann gedacht, das wäre jetzt was Optionales, dass ich da irgendwie noch was finde. Naja. Ja, ich höre ihn. Oh, dem geht's wohl nicht so gut, oder er hat höllisch Angst, der arme kleine Kerl. Oh, das klingt man noch um Welpe irgendwie. Na, wo ist er dann? Hier kommt doch her, Wichtel. Hm? Die Hundeleckerlis habe ich ja. Und Busa wollte ja auch unbedingt einen Hund. Hey, komm. Ja, ein Welpe. Hallo. Oh. Wie geht's dir, Kleiner? Ach Gott, wie goldig. Komm her. Hey, Kumpel. Hallo. Komm her, Kumpel. Hey. Oh. Okay, komm her. Komm her. Okay. Oh mein Gott. Schon gut. Na gut. Schön. Ganz wie du willst. Okay. Okay. Ach Gott, ist das eine goldige Gewitterputze. Okay, natürlich nehmen wir dann mit. Ach Gott, ist der süß. Und auch noch ein Welpe. Sehr, sehr gut. Ich hoffe doch, dass der gut behandelt wird. Das wird mir das Herz brechen, wenn ein Tier hier Schade zugefügt wird. Ich hasse das ohne Ende, wenn Tiere leiden. Und gerade wie man das bei der Ripper-Episode doch gesehen hat, dass man den Hund dort töten musste, weil der zu große Schmerzen gehabt hat. Sowas hasse ich wie die Pest. Deswegen, ich hoffe, dem geht's gut und Busa kümmert sich gut um ihn, weil so ein kleiner goldige Welpe, der ist definitiv balsam für die Seele in so einer kaputte Welt. Hey! Wach auf, du fauler Dreckskerl! Was ist denn los, Mann? Was ist das? Shit. Oh, shit. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Hey, oh, ganz ruhig. Hey, lass das. Moment, warte doch mal. Wo kommst du denn her? Guck mich nicht an. Ja. Hey, du hast doch bestimmt Durst. Los, holen wir dir ein bisschen Wasser. Was meinst du? Ja, auch wenn Busa das jetzt dann explizit nochmal mit Danke abtut und bewertet, er ist dankbar. Und sich um so eine kleine Welpe zu kümmern, das kann wirklich, das kann wohltuend sein. Ich weiß jetzt allerdings nicht, weil der so ein bisschen danach aussieht. Entweder ist es ein Wolfswelpe oder es ist ein Wolfsspitz. Ich bin mir nicht so sicher. Könnte auch ein Wolfsspitz sein. Die Welpe sehen dort ziemlich ähnlich aus. Das sind ganz, ganz tolle Hunde und sind auch Wachhunde.
Okay, jetzt sitzt Busa einfach nur hier, aber hat seinen Hund gerade nicht dabei. Wir werden schon im Laufe der Hauptquest hören, ob der Hund auch einen Namen kriegt. Bist du da? Wir müssen uns treffen. Ich höre höre dich, Skizzo. Was willst du? Ich hab zu tun. Hör zu. Ich weiß, dass du dem Camp nur helfen willst. Und ich will dir helfen und dem Camp. Triff mich hinter der Lodge. Skizzo Ende. Okay. Verdammt, Skizzo. Wehe, du verarschst mich. Na gut, das Giselmane will also was von uns. Aber vorher die ich doch Sarah. Ja, kehre zu Iron Mikes Camp zurück. Das haben wir gemacht. Sprich mit Ricky. Jo, darum geht's mal nämlich, dass wir in der nächsten Episode übermorgen dann nämlich erstmal die Kopfgeldjagd machen, damit wir hier die 3 Dinger durchhören. Was ist auch noch ein Nero Control Camp? Forschungsanlage. Und dann können wir hier das Hilfe für das Camp Gedöns noch machen. Was wir heute allerdings noch machen, Ich hab gute Sachen heute. das glaube ich da, ist, dass wir noch tanken. Reparieren müssen wir zum Glück nichts. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann die Kopfgeldjagd von Ricky annehmen werden. Und danach wahrscheinlich dann der Auftrag für Skizzo in der Hauptstory. Eins möchte ich allerdings auch noch mal kurz gucken. Nee, wir wissen nur von Tucker anscheinend, dass Alkai fehlt. Da gibt es doch keine richtige Quest dazu. Das wird uns wahrscheinlich auch noch im Laufe der Zeit erwarten. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Wird mal wieder spannend. Ayan. Yankee.